Können Sie sich bitte mal vorstellen? Mein Name ist Thomas Deichmann, ich lebe in Frankfurt am Main, bin freier Journalist, Buchautor und Chefredakteur von dem Magazin Novo. Und irgendwie gehört die Gärtnerei dazu? Sie gehörte mal zu einer wichtigen Geschichte dazu, die ich geschrieben habe 1996. Da habe ich durch meine eigene Erfahrung als Bauingenieur und auch jemand, der im Garten aktiv ist, Zäune baut, ein ganz wichtiges Detail entdeckt, um eine bedeutende Mediengeschichte dann doch als Enttäuschung zu entlarven. Das ist das berühmte Bild. Penny Marshall schüttelt die Hand von Fikret Alic über den Stacheldraht hinweg. Und das sind die 3 Sequenzen. Sie betritt das Grundstück, was mit Stacheldraht umzäunt war. Sie nähert sich jetzt dem Ende des Grundstücks, dieses alten Bauhofs mit den ganzen Schubkarren. Und das ist das berühmte Bild, was durch die Welt gegangen ist. Was den Eindruck erweckt hat, dass hier Männer hinter Stacheldraht gefangen sind und natürlich auch die Assoziation zu einem nazi-ähnlichen Konzentrationslager geweckt hat. Das war eine ganz entscheidende Situation. Es gab Spekulationen darüber, dass die Serben Konzentrationslager, das heißt richtige Death Camps, Vernichtungslager, die an die Gräuel der Nazis erinnern, betrieben. Und es gab Spekulationen in einigen Printmedien darüber. Wenige Wochen später sind diese Bilder um die Welt gegangen von einem britischen Kamerateam und das wurde als der Beweis gesehen und auch weltweit von politischer Seite, von militärischer Seite, aber auch von der Öffentlichkeit verstanden. Die Serben betreiben einen Genozid, einen Völkermord und haben zu diesem Zweck Vernichtungslager eingerichtet. Meine Zweifel sind gekommen, eigentlich über einen Zufall, ein Detail eigentlich, was mir sehr viel dann nochmal meine Skepsis geweckt hat, wo mich meine Frau auch dann, als wir gemeinsam einmal eine Sequenz über Trnopolje betrachtet haben, darauf hingewiesen hat. Wenn man sich das eine Bild genau anschaut, sieht man, dass der Stacheldraht an dem großen Metallpfosten an der Seite angebracht ist, wo die bosnischen Muslime stehen. Und ich bin selbst Bauingenieur, habe auch auf dem Bau gearbeitet früher in meiner Studienzeit und habe auch schon Zäune gebaut. Und ich weiß, dass man einen Zaun immer von außen anbringt. Man würde nie einen Zaun von innen anbringen. Das heißt, da hat mich meine Frau darauf hingewiesen, als ich das gesehen habe, dass der Stacheldraht auf der Seite von den bosnischen Muslimen war, da hat bei mir wirklich das eine unheimliche Überraschung ausgelöst und dann auch die Gewissheit, dass tatsächlich hier was faul sein muss. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, dann auch nach Bosnien direkt runterzufahren, nach Trnopolje. Und die Zäune standen noch da. Also das war relativ leicht, sich da zurechtzufinden und dann auch genau zu sehen, wer da wo hinter Stacheldraht eingezäunt war. Und in dem Zusammenhang bin ich auch an die ITN Rushes gekommen. Das heißt, das unbearbeitete Filmmaterial. Ja, und das habe ich dann irgendwann angefangen, sehr systematisch zu studieren. Ja, man sieht zum einen sehr deutlich den Charakter des Lagers Trnopolje. Also man sieht ganz klar, dass es hier ein Lager war, wo Flüchtlinge hingekommen sind, die sich da Schutz gesucht haben. Und vor allem sieht man natürlich auch, dass das Lager nicht eingezäunt war, dass es nirgends um das Lager herum einen Zaun gab. Also hier sieht man im Hintergrund ein Auto die Straße runterfahren, das heißt, auch da war nicht eingezäunt, sieht man. Und das ist jetzt von praktisch da, wo die ausgestiegen sind, auf dieses Bauhofgrundstück drauf gefilmt. Und hier sieht man, wie der Kameramann jetzt das Motiv des Zauns entdeckt und da ein bisschen mitspielt. Jetzt zoomt er komplett durch das Grundstück durch, findet vorne den Stacheldraht. Ja, und jetzt sieht man im Hintergrund, wenn Fikret Alic nach vorne kommt. Und in einem Moment hört man, wenn man genau hinhört, den Kameramann sagen, "The thin on the left." Und dann wird er nach vorne gebeten und deshalb lächelt er auch. Das war für mich auch eine Frage, warum lächelt die Person? Als ich das Original gesehen habe im Fernsehen, wurde ein bisschen nach vorne geschoben natürlich. So. Also die waren sich ganz klar, das ist das Bild, was die Welt in Aufregung versetzen wird. It was absolutely false. And it was very, very misleading. It was
it's a shame that afterwards, once Thomas Dykman discovered that the photograph was faked, that people who told that story were then punished. That magazine in the UK was shut down with a libel suit. And I had tried myself to write about it. The Columbia Journalism Review had requested an article from me. And it went through several editions without being published. And eventually the editor said, well, no, this story is too complicated for us and we don't want to get involved.